Hallo Leute, ich glaube wir haben schon länger nicht mehr Rennen gehabt. Dann starten wir doch gleich mal eins. Straßenrennen am Flughafen. Direkt loszünden. Ah, shit. Ich hab mal ein bisschen geradeaus fahren, aber dabei ziehen alle direkt nach links. Ja, perfekt. Direkt die Pole Position abgeholt. Das nehmen wir gern mit. Wir spielen natürlich sehr viel mit Franklins Zeitlupe. Während sich aber unsere Gegner die ganze Zeit wieder noch sich direkt hinter uns porten können. So, ja. Um das Ganze vielleicht mal eindeutig zu erwähnen. Die ganzen Straßenrennen kehren zu die 100% und tatsächlich müssen wir nur irgendeine Medaille gewinnen. Das heißt, dritter Platz müsste reichen. Aber ich habe natürlich schon, wie immer, den Anspruch, Gold zu machen. Ich muss gerade sagen, das ist eigentlich die perfekte Mucke für das Rennen gerade. Aus Soulwax FM. Das ist aber so wild, dass die so knapp hinter uns die ganze geportet werden. Das ist so frech. Es ist so frech. Das heißt, wenn wir einen Unfall bauen, sind die theoretisch instant da, egal wie gut wir vorher gefahren sind. Und Finish! Erster Platz. Dankeschön. Preisgeld abgeholt. Und weiter geht's. Was war denn das gerade? Wir machen jetzt was wir noch nie gemacht haben. Und zwar ein Seerennen. Die müssen ja auch mal gemacht werden. Jo. Ich hab F gedruckt und möchte aufsteigen, aber irgendwie geht da gerade gar nichts. Jetzt da. Oh, geil. Los Santos. Seerennen. Das wäre wahrscheinlich wesentlich schwieriger jetzt. Da schauen wir mal, ob bei Soulwax FM wieder geile Mucke kommt. Ah, wirkt nicht so ganz. Non-Pop FM. Yeah. Direkt in der Innenkurve die anderen Typen wieder abzogen. Jetzt möchte ich kurz mal ausprobieren. Okay. Mit Franklin haben wir auf Seefahrzeugen anscheinend Core-Zeitlupe. Das ist schon mal gut zu wissen, weil dann müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Und Fauses besser fahren. Ja, aber bisher schaut es ja schon mal ganz gut aus. Da hinten sind die anderen. Also ich muss zwar sagen, bisher machen die Seerennen nicht so viel Spaß. Einfach nur aus dem Grund, weil es immer schwierig ist mit dem Wellengang. Und da machen die Straßenrennen wesentlich mehr Bock, einfach weil du gerade Fläche hast und genau siehst, yo, so ist die Kurve und so. Und hier auf dem Wasser springst du halt die ganze Zeit umher. Aber ja, wir haben es direkt erledigt. Das erste Seerennen. Da müsste es, glaube ich, ja, vielleicht so 4 Stück oder sowas geben. Die ganze Barry-Story war noch nicht fertig. Der Typ ist einfach nur crazy. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu heftiger Scheiß passiert. Where you at, Mr. Revolutionary? What? Der Revoluzer. Smoking. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh, shit. Yeah, I'll be right there. I didn't forget I was busy. Busy, that's it. Fight the power. Ja, so ein Vollidiot. Er hat es einfach vergessen. Ey, Franklin hat aber nur mit solchen Idioten zum Tor, gell? Never trust a fucking stone. Ja, oder am Paparazzo. Das ist natürlich auch so ein Typ. LOL? Ja, Mr. Himbeermus. Der wahrscheinlich von Trevor vergewaltigt worden ist. Oh Gott. So, schnell raus hier. Aber mit wem wir auch noch nicht fertig sind, ist Nigel. Oh, he's making such a fuss. These celebs. Oh, they're not like you or me. Apart from you, Jock. Er wantet immer nur, dass wir so komische Promis sind. And get him one of his favorite pizzas. No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh, dear, what Alter. lava this is. Decisions, decisions. If you could just handle this, Jock.
Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for goodbyes. Vinewood-Souvenirs, letzter Akt. Zu den Eisenbahngleisen passiert jetzt gleich das, was ich mir gerade so im Kopf ausmale. I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Good to know, Al. Good to know. I'll be sure to grab that after we're done. I thought you were a big, tough action movie guy. Fahre weiter zum Ziel, um Aldi Napoli zu erledigen. Oder halte das Auto an und steige aus, um ihn freizulassen. Naja, was du... Ah, see, you can act. Don't listen to all those movie critics. Just me and you, honey bun. Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless. Those fucked up parlor games, the things that woman made me do to her feet. Ah, you lucky boy. Older women are to be cherished, like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I know you wouldn't want that. Fuck. You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Er hat uns sehr viel angeboten und dadurch, dass wir die Wahl haben, entweder zu erledigen oder freizulassen, er hat wirklich schon sehr gut gesagt, er kann uns einiges geben. Normalerweise hätte ich gesagt, yo, aber... Most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. So, I promise. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. Also, I've decided to accept your kind offer. ich hoffe, dass wir dann noch mehr kriegen. You keep your mouth shut. Unless, of course, you want to be returned to serve fruit cake and Lady Scarooloos back there. No, I promised you. Also 10.000 ist schon mal einiges, aber Hey, keep making terrible movies, Al. ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr kriegen. Weil 5.000? Hey, was jetzt? Okay, ich habe das Gefühl, wir sind einfach komplett vor ein bisschen verarscht worden. Und das war einfach die dümmste Entscheidung. Schade. Gut. Ja gut, aber nachdem wir schon in der Gegend sind, machen wir jetzt einfach hier das zweite Seerennen. Seerennen Ostküste. Ja, da können wir jetzt wieder vorstellen, dass es eventuell... ich hab den Start verkackt. Dass es eventuell ein bisschen schwieriger wird, wegen nur mehr Wellengang. Oh. Aber wie man weiß, wann man sie nach vorn und wann nach hinten laden muss, ist das Klacks. Also bei viel Wellen nach vorn laden und bei relativ stillem Gewässer nach hinten laden. Hoppla. Aber ja, es ist schon wesentlich schwieriger als in Los Santos. Ja, aber die anderen haben halt auch wieder nichts zu melden, was die porten sie wieder hinterher. Ja, und schon sind wir fertig. Ja. War jetzt wieder nichts Spektakuläres, erster Platz. Okay, weil die Auswahl jetzt irgendwie doch nicht so groß ist von verschiedenen Sachen, die wir machen können. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gemeint, das wird easy gefüllt. Aber dann muss ich jetzt wohl fast wirklich mit der nächsten Hauptmission weitermachen. Alle sind schon versammelt gegen das Gesetz. Boah, das hört sich schlecht an. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team Whoa. suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. Wir müssen uns das Cops ausgeben? Stimmt das? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you going to do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Also. Was ist Sache? Was müssen wir machen? Zur Tanke, da hinten war ich eben gerade mit Trevor. Ja, okay. Dann gibt's hier mal wieder einen saftigen Cut. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Hoppla. All
right, man. Look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Hi, wir sind da. 2.7 millimeters. What the fuck does 2.7? Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Das mit halt die große Rennfolge, habe ich das Gefühl. Das ist aber boah, der ist fett. Der blaue ist geil. Holy shit. Hat diese große Rennfolge. Ja, hätte das vorher gewusst, dass wir hauptmissionsmäßig in ein Rennen fahren müssen. Cool. Ja, das Ding ist, da steht jetzt, fahre ein Rennen gegen die 2 und es ist mal wieder kein Ziel dabei. Wow. Ich sehe schon, wie ich die Mission nochmal machen muss. Natürlich Offcam, aber ich hole mir natürlich wieder Gold. Die waren 100%. Also ich fahre jetzt Ewigkeiten hinter denen her. Weiß nicht genau, ob das so richtig ist. Okay, der Blaue hat abbremst. Ich fahre einfach mal weiter. Es ist alles gescriptet. Ja. Okay, ich rufe jetzt Michael an. Aber wie ist jetzt der Stand? Yeah. Die beiden Cops. Das ist wild, wir werden die Autos beschlagen haben. Das Problem ist, das sind Supersportwagen. Und wir sind halt wie so ein Kack-Polizei-Motorradl unterwegs. So ist recht viel schneller, wird das nicht gehen. Ja, ich hätte fast Rätsel gefahren. Ja, sehr gut, sehr gut. Haha! Trevor. Ist das geil. Irgendwie halten die nicht so gern an. Jetzt. Also, da sind wir ja. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. Geil. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we were sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer, Officer, is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Einfach den Führerschein weggeschmissen. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking Einfach belästigen. pint-sized prick. You little shit, get the fuck out of here! Ja, Polizeigewalt. Genau das ist das, was wir sehen wollen. Njum. Und ab. Wie geil. Einfach abzogen. Wechselt zu demjenigen, der zurückfahren soll. Oh, random Nummer. Jetzt geht's los. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Ja, true. Ich habe irgendwie ganz vergessen, dass das ja dieser Auftrag war von Devin. Das ja am Autos gegangen. Ja, das ist halt immer das, wenn das nicht immer Schlag auf Schlag passiert, sondern immer nur Stück für Stück. What I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting rides and racing. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'd be doing. So thanks, dog. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'd be at anyway. Aber stimmt, Alter. Das war halt echt genau das gleiche, was Franklin gemacht hat. Autorückführung. Aber ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Money. So. Wir sind da. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and 2 old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, Wow. the vehicles. Hey, gimme 5, 5, and 5. Oh,
Oh, hey, Digga, just was here, ist... homie. Der ist echt komisch. Junge! Come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. Trevor muss übermotiviert. You know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house. Not quite. We have access to an LSP helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a Trevor, geil auf sie. license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Ja, okay. Es gibt also jetzt einen Job für Franklin und Trevor. Während Michael wieder mehr mit Solomon macht. Eine Telefonsitzung. Der Freelander hat mir SMS geschickt. Da hat ja letzte Folge Tracy angerufen und hat gemeint, dass sie wieder zum Psychiater geht. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal an, diesen Call, diese Telefonsitzung. Ich wollte eigentlich auch nochmal hingehen, habe ich aber in der Folge ein bisschen vergessen. Isaiah Friedlander speaking. Hey, Doc, it's me. Michael, how are you? Not good, Doc. Not good at all. Well, we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse. Because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups, the desperate search for the easy answer in life, and your profound narcissism, reality will have a habit of handing you a repeated kicking. Anyway, what's up? Put it like that, I'm afraid I ain't got much hope. Have you been acting out again, Michael? You know, a little up, a little down, Doc. What about the bad, Michael? Tell me. Okay, well, look, things are... I gotta tell you, Doc, they're awful. I'm making bad decisions here. And other people are picking up the tab for it. My family left me. They won't even take my phone calls. But I did meet this guy, Solomon Richards. You might have heard of him. Richards Majestic, and we're doing some work together. In the movies. Can you fucking believe that? I'm a movie producer. Well, I'm glad to hear things are looking up. But you shouldn't look for validation outside of yourself. Validation isn't a label. It comes from within. Any other violent outburst, Michael? Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. In den Ratschlag an. Doc, I just can't seem to control. What about your sexual problems, Michael? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. Ever since I pulled that house apart, Doc, I ain't been myself. Not at all. You know, therapy can really help you, Michael, which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm gonna have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone sessions are a little more expensive, obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. 1500, Alter, ey, du bist ein Abzocker schlechthin. Ja, okay. Das ist interessant. Also im Endeffekt, so wie ich das rausgehört habe, ist das jetzt wirklich so eine richtige Möglichkeit für Michael, sich weiterzuentwickeln in Form eines Movie-Producers. Und er feiert's. Und das ist mega cool. Und ich meine, dadurch, dass er schon Solomon Richards droh ist, kann ich eigentlich nicht mehr viel Fame. Dann war's das jetzt mit dieser Folge. Die nächste findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.